Der Patze Engel kümmert sich nicht nur um den Cabaret Jeu Jelly, mais organisiert auch all Jahres eine Reise auf Hamburg. Clara, Christina und Sebastian waren auch mit. An der allerhelle Vakanz zum Meer zum Cabaret Jeu Jelly auf als traditionelle Reise auf Hamburg gemacht. Das Reise ist vor allem durch viele Workshops gekennzeichnet, aber auch die Freizeit geht nicht zu kurz. Wir haben Patrick Angel, Chef vom Cabaret, gefragt, was ihn als seine Equipe dazu motiviert, für alle Jahre zurück auf Hamburg zu kommen. Hamburg ist alle Jahre der Startschuss für ein neues Projekt. Dass alle Jahre eine neue Equipe hinkommt, dass alle Jahre ein neues Stück machen können, dass alle Jahre ein anderes Programm, wo man machen, das heißt, obwohl wir das schon 10 Jahre lang machen, dass alles anders, dass alles eine neue Erfahrung und dass alles ja, ein neuer Startschuss an neue Projekte. Für was also so ist das für die Equipe wichtig? Es gibt viele Sachen. Erstens einmal, wir haben heute 4 Tage, wo wir 4 Stunden zusammen neue Stück schaffen. Das heißt, wir lernen das neue Stück kennen. Wir sind so viele Stunden zusammen, wie wir an der Schule, von unserer Schule über 3 Wochen verdelen. Heute haben wir das auf 4 Tage konzentriert, das heißt, das ganz intensiv, wo wir Stück schaffen. Ohne aber so weit zu gehen, dass die daheim bleiben, dass die keine Chance mehr haben. Also so weit gehen wir nicht. Die zweite Sache, die ich wichtig fand, das ist ein Teambuilding. Es kommen ja alle aus neu dabei und die kommen Gott sei Dank auch mal an den Stage hin. Die neu lernen die alle kennen. Und die alle Atelier haben wir hier, und Technik haben wir in Grimasch hier, haben wir ein Schauspiel hier. Ein Atelier lernt den anderen kennen, die mit Grimasch machen, die wissen, wie sie müssen schminken. Und die auf der Bühne stehen, die wissen, wie der Lut steht oder der Mikro steht, wo sie da schwätzen. Das heißt, das wird ein Equipe, die heute zusammengeschweißt wird. Das ist ganz wichtig. Und dann ein dritter Punkt, wir machen ja auch so ein touristisches Programm, da doch, wir gehen auch an Dungeon oder wir gehen aber auch an Theater. Mitten zum Beispiel steht und Noven steht in Aladdin im Programm. Da haben wir für eine Backstage-Führung, wo wir dann noch Kulisse gesehen. Man geht an das Schmitz-Theater, wo wir bekannt sind, wo sie froh sind, was sie gesehen. Das heißt, wir noch Kontakt zum Theatermilieu haben. Und ich meine, da so gesagt, kann man ja, wer kann eine Kulisse kreieren, wo sie wirklich gesehen wird an den großen Theatern, was da lebt. Schlussendlich können wir sagen, dass sie mehr bei dem Stage immens viel gelernt tun und euch schon auf die nächste freuen.